Wir sind zurück, Freunde, bei Pikmin 4. Am 4. Tag, aber im 3. Part. Bisschen crazy, wa? Und ja, ich bin direkt hier zu Beginn des Tages, nicht dort, wo wir zuletzt aufgehört haben in der letzten Folge. Das kommt daher, dass ich leider dann zu spät gemerkt habe, dass irgendwie was mit der Aufnahme nicht funktioniert hat. Ich hatte zwar nur ein paar Minuten gespielt, ich war noch nicht so weit jetzt hier am Tag, aber ich hatte halt schon ein bisschen was im Lager gemacht. Und das Spiel hat eine Autosave-Funktion, dann kam ich da nicht mehr hin. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen kommen wir noch ganz kurz darauf zu sprechen. Wie sie bereits hier auch selber erwähnt, ist Ochin gewachsen. Er kann mittlerweile springen, ne? Das ist natürlich auch sehr schön. Aber Ochin hat mittlerweile auch Fähigkeiten. Und wir haben in der letzten Folge noch gesehen, dass er irgendwie so Motivationspunkte hat. Und die haben wir bereits eingesetzt. Da geht es darum, dass er bestehende Fertigkeiten unter anderem einfach verbessern kann. Zum Beispiel, er hat eine Selbstheilungsfunktion, für die man Motivationspunkte einsetzen kann. Und noch ein paar andere Dinge, auch Kraft und so. Und hier zum Beispiel, yeah man, ich kann auf Ochin reiten, springen, yeah man, ganz geil. So, was ist eigentlich mit der Brücke? Also Näheres zu Ochins Fähigkeiten, das kommt nochmal am Ende der Folge an, wenn ich es nochmal zeigen kann. Tut mir leid, ist ein bisschen doof gelaufen leider. Aber es ist natürlich nicht viel, was man verpasst hat. Weil die Dinger sind schnell erklärt. Okay, das Ding ist auch relativ klar. Im Gegensatz zu früher kann ich einfach hier mir Pikmins auswählen. Was macht er? 10. Nee. Eispikmin kann man gar keine mit. Sicher die gelben Pikmin, weil davon wird er sicher viele brauchen. Vielleicht sogar. Warte mal, es gibt ja noch einen Elektrozaun, wa? Ich mach's mal so. Also, das Ding hier ist relativ simpel. Mit dem Autofokus. Jetzt haben wir zum Beispiel 10 Pikmin gesagt, nur eine Brücke fertig bauen. Da ist uns Materialien, die wir halt bei uns noch so gesammelt haben. Also Rohmaterialien her. Und wenn daraus dann die Brücke bauen. Da ist zumindest mal die Idee dahinter. So, ich gehe erstmal hier entlang, weil ich die Brücke noch, beziehungsweise hier die Schätze noch holen will. So, gehen wir mal mit. 10 Stück müssen, glaube ich, reichen für das Teil hier oben. So, haben sogar 5. Jetzt ist es so, ich glaube, ich habe vorhin... Nee, noch nicht. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ich habe vorhin schon ein bisschen gespielt. Und ich weiß, dass wir jetzt gleich noch die gelbe Zwiebel finden werden, der Pikmin. Tonsigelbrücke ist fertig! Yeah, man, geil, wa? Deswegen nehme ich das Teil schon mal mit. Und nur ein Stück weit, wenn es nachher die Pikmin einfach haben. Ja, also quasi erstmal alles ein bisschen ranholen. Und nachher gucken, wer dann was macht, quasi. So, die roten Pikmin, die dürfen wohl noch da sein, wa? Und hier drüben. Sehr gut. Ich will das Ding auch noch mitnehmen. Ihr lasst von dem mal bitte schön ab. Wir haben hier einen neuen Schatz. Sehr gut. Zehn Pikmin, Mann, ist doch krass, wa? Jo, kann man sagen. Und deswegen nehme ich jetzt mal die Eis-Pikmin mit, weil man weiß nie, wo man die dann gebrauchen kann. So, ich will mal da hoch. Da kommen wir schon hoch. Da waren wir aber auch schon. Ach, das Ding haben wir bereits abgeschlossen. Wir haben hier oben auch noch eine Brücke, wa, die man noch machen könnte. Stimmt. Na, kommen direkt wieder ein paar Feinde. Wie viel brauche ich insgesamt? 39. Oh, so bleiben wir gar nicht. Aber vielleicht aber Glück.
Warte mal, nehme ich jetzt aber erst einmal... Ja, komm. Schick mal 10 Stück los. Muss aber natürlich währenddessen noch Dinger sammeln, ne? Weil sonst geht's nicht. So, warte mal. Ja, das ist so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier ganz kurz zeigen kann. Karte, Status, Mission, Hilfsmittel, glaube ich, war's. Genau. Hilfsmittel, das sind so, also hier Otschim-Fähigkeiten sind eben so Dinge, die man mit Motivationspunkte freischalten kann. Da habe ich ein paar schon mal auf Stufe 2 gebracht. Und Rettungshilfsmittel sind Dinger, die man halt auch kaufen kann durch diese Ressourcen-Dinger oder Rohstoff-Dinger. Da gibt es zum Beispiel so einen Schatzanzeiger, es gibt ein Aussendehorn, deswegen können wir jetzt eben die Pikmin so aussenden, wie wir schon in früheren Teilen konnten. Und einen Flammenschutz für uns selber, damit wir halt dann nicht mehr brennen. Nein, was macht ihr da? Sag mal. Der, ja, und du. Aber nicht die gelben. Den gelben brauche ich noch. Huch. Also. Entschuldigung, ich dachte, das ging immer weiter. Und hier ist doch, genau, da ist die gelbe Zwiebel, Freunde. Die holen wir gleich. Ich will aber erstmal... Auch hier ist es noch ein bisschen zu früh, weil ich will erst einmal da unten... da Dinge machen. So. Jetzt können wir uns natürlich auch die gelbe Zwiebel holen. Und die schätze auch noch. Was ist das? Sehen nur eine weitere Zwiebel. Und die hat eine andere Farbe als die andere. Können wir die mitnehmen? Was können wir damit machen? Die können sie essen? Nein. Ja, Zwiebeln sind schwer. Jetzt die Dinge. Aha, warte mal, da haben wir noch. Oh, Jean. Absorbiert. Fusioniert? Fragezeichen. Kombiniert. So, jetzt können wir endlich auch gelbe Zwiebeln Zwiebeln sage ich schon. Gelbe Pigment herstellen natürlich. Ganz genau. So, jetzt habe ich ja irgendwo hier den Typi. Dass all die vier, die wir jetzt zuletzt mal platt gemacht haben, können wir uns mal ganz kurz uns holen gehen. Das ist das Problem, die färben sich immer wieder um. Deswegen muss man zum Teil ein bisschen abwarten. Ah, okay, war mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Genau wegen deswegen.
Weil das kann halt schnell passieren bei den Kleinen. Aber auch bei den Großen. So, mal gucken. Was haben sie jetzt mit den Dingern hier gemacht? Na komm. So, aber hier stehen keine Pikmin mehr. Sehr gut. Ja, komm. 6 passen hier schon mal. Okidoki. Hätte das jetzt auch? Dann. Mal das noch. Jetzt mal kurz gucken. Dahin haben wir irgendwie so ein Zeitdingsbums. Das Problem ist, sie kommen gar nicht hin. Da ist sowieso irgend... Wer ist da? Da ist irgendjemand. Mach aber 20 von Eis-Pikmin, aber da wir die Zwiebel auch noch nicht haben, ist das noch keine Option. So, dann machen wir das schneller hier. So. Hätten wir das doch auch schon mal. Dann wäre hier hinten ja nichts mehr fürs Erste. Da haben wir noch Gegner und müssen sowieso hier hoch, weil hier in sich auch noch etwas ist. Da brauche ich auch erstmal blaue Pikmin, bevor ich irgendwie mehr machen kann. Und wenn es von der Seite noch passt, könnte ich mir eigentlich auch mal den Schatz da oben holen. Weil theoretisch könnte ich ja mit Rutschen jetzt da hochspringen, wa? Jo! So, einen weiteren Schatz. Mhm. Sonst ist da nichts mehr. Brückenbau abgeschlossen, sehr gut. Hier natürlich wieder. Viel Glycerium gesammelt. Hey Mike, Herr Olchen, ihr habt es geschafft. Toll, Mann. So ein neues Ding, was wir betreten können. Das könnte mir aber eigentlich auf das nächste Mal aufsparen. Also den nächsten Tag halt. Da oben haben wir jetzt die Dinger gemacht. Das heißt, ich würde gerne kurz dahin und die Pikmin holen. Okay, klappt auch. Der ist natürlich cool. Wir haben schon gesehen, da gibt es ja noch ein paar Gegner. Wo kommen wir dort überhaupt alles hin? Hä? Ist was zum Ausbuddeln? Ach nee. Da an der Seite. Hey, wie kommen wir da hoch? Da hochspringen kann ich ja nicht. Da oben ist der offenbar ein Schatz. Auf der anderen Seite oder so. So, noch ein Eingang, aber ich glaube, wenn ich den durchgehe, komme ich da raus. Okay. Dann könnte ich das da irgendwie runterbuxieren, käme da dann rüber und können wir da auch den Schatz da holen. Wieder Dinge für die nächste Folge, wa?
Ja, ich weiß nicht, will es mit der Armee versuchen da drüben. Können klappen, können aber auch schief gehen, wobei wir haben noch ein bisschen Zeit übrig, ja? Ich habe sonst noch alle Pikmin eingesammelt. Die Brücke ist auch fertig. Hier fehlt noch... Ne, das ist gar keine Brücke. Entschuldigung, mein Fehler. Na komm schon. So, jetzt aber. Meine Base kann genutzt werden. Dann fliegen wir doch direkt mal hier hin. Also kann er noch nicht fertig damit? So, dann hier noch schnell. Denn die Zeit ist bald vorbei. Aber dafür können sie reichen. Ach komm schon. So langsam warte ich gerade. Nicht zu fassen, ey. Mann, wie kann man schon Pech haben? So, Brückenbau abgeschlossen. Was ist denn das? Flammenstufe ich sehe etwas oder jemanden. Und wer ist diese zweite Person? Mamma mia. Hä, haben wir hier auch Feinde? Schnell hinterher. Um die Zeit? Nee, 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 nee. Oh, da ist noch ein Ding. Ja, das wird nichts mehr. Laufen die wieder zurück oder wie machen die das? Ja. So, alle 40 Pikmin dabei. Schade, schade. Ich meine, der Schatz da war eigentlich in der Nähe von unserer Basis. Also jetzt fast geschafft. Beinahe. Bis das mir ganz so auffällt. Ich habe gesagt, pro Part quasi ein Tag, aber jetzt sind wir erst bei 20 Minuten. Ich glaube, wir waren noch nicht im Untergrund, deswegen ging es schneller. Trotzdem passt das dann auch nicht so ganz dazu.
Also jetzt haben wir ein paar gefunden, definitiv. Zwar keine Crewmitglieder, also auch theoretisch schon, aber wir wurden wieder entführt. Und dann noch kein Captain Olimar. Wird sich bei irgendwelchem Endboss so irgendwo herumgeistern. Suchradius vergrößert. Tschung tschung. Und damit sollen wir unsere Reichweite vergrößern und entfernte SOS-Signal empfangen können. Versuchen wir es. Tschung tschung tschung. SOS. SOS. Erfasste fertige. Aha, wir empfangen mehrere SOS-Signale. Ja, wir müssen unsere Kollegen finden und Captain Olimar. Abschlussbericht, Tag 4. Da fällt mir noch etwas ein, Michael. Wenn du drückst und dann die Schnellauswahl öffnest, kannst du verschiedene Funktionen zuweisen. Wirklich? Kann ich das als Shepard-Dokument zuweisen? Selbstverständlich. Du kannst an den Knopf sogar Aktionen in Klassen, auch Items zuweisen. Die Schnellauswahl. Klingt eigentlich cool. Schatzsuche, Rettungshundtraining. Genau, da geht es darum, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Dass wir den guten Ochin ein bisschen trainieren können und so. Rettungsmission Tag 5. Also quasi Rettungstruppe Tag 5. Na, Ochin? Wuff wuff? Ja, wuff wuff. Du mich auch, wuff wuff. Genau. Das machen wir übrigens hier mit dem Training. Haben wir eine neueste Erfindung. So. Das kann man ganz kurz zeigen. Hier zum Beispiel Kraft 3. Also die Dinger kann man einfach auswählen, jeweils um eine Stufe steigen. Das kostet immer ein bisschen Motivation. Wie zum Beispiel mit Ochin gar keine Motivation oben. Ich weiß gar nicht warum überhaupt. Aber hat schon viele Fähigkeiten. Was, weil irgendwie verletzt wurde oder so? Oder was war das jetzt für ein Grund? Zweifellos werden eine Mission und meine Hilfsmittel und Eisen zum Schatten verurteilt. Das garantiere ich. Schnauze. So, noch Transmaterialien, also nicht so viel jetzt geschafft. Und wir können einfach hier gewisse Dinger uns kaufen. Einmalige Dinger, wir haben hier Hilfsmittel. Und noch einen Flammenschutz für Ochin oder Knusperknochen, ne? Der ist ja für Ochin, um ihn zu heilen. Natürlich auch ganz geil. Noch 2 Stück im Inventar. Notfallkit, falls wir sterben. Wenn es ja kein Game Over gibt. Die Pick-Pick-Karotte, die ist mehr für die Gegner, wenn die werfen, kann man die lähmen damit. Das ist ja ganz cool. Eisbombe ist neu, wa? Diese Bombe entzieht bei Explosion der Umgebung jeglicher Wärme. Man kann so Kreaturen Wasser vereisen. Namatore! Bis was, nehmen wir noch einmal eine Pick-Pick-Karte mit. Und einmal noch eine Eisbombe. Viole? Mamma mia. So, Freunde. Wir gehen wieder auf Expedition. Aufbrechen. Ja, wir können natürlich direkt in nächste Gebiete gehen. Vielleicht muss er sogar erstmal nächste Gebiete, bevor ich die sonnige Anhöhe komplett abschließen kann. Aber wir haben noch mit dem Untergrund dort ein paar Dinge zu tun. Gesehen, dass irgendwie ein Kumpel entführt wurde. Warum auch immer. Das heißt, bevor wir zum Park gehen, wird nochmal zu der sonnigen Anhöhe gehen. Eben da gibt es sogar noch ein paar Dinge zu holen, kann man sagen. Kann man sogar 2, 3 Untergründe zu machen. Das machen wir aber eigentlich in der nächsten Folge. Hm? Da ist jetzt mehr einfach nur, damit wir dann direkt dort landen können. Ein Drittel vom Spiel, also vom Gebiet, das ist schon krass, ey. Ich dachte, wir wären schon weiter. Gut, es gibt sicher noch mindestens noch 3 Dinge, wo ich einfach runter kann. Einen Untergrund, vielleicht. Ich glaube, ich hole erstmal noch die Items in der Oberfläche kurz. Und dann jeweils aber den Untergrund. Ich glaube, das wäre eine Idee. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal zurück bei Pikmin 4. Genau bei Part 5. Ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber ist so. Was kann ich hier markieren? Oh, cool. Markierungen. Der warum eigentlich nicht, war? Die kann ja gut gebrauchen, vor allem für hier oben zum Beispiel.
Also die Dinge, wo er noch rein muss. Eigentlich sind nur noch das Ding. Hier müssen wir noch runter, da ist irgendwie ein Battle oder so, keine Ahnung. Hier ist... Da ist ja für die blauen Pikmin. Oder für die Eisdinger. Wenn ein Blau wäre mal fies, müsste die aber irgendwo finden, wa? Außer natürlich... Kann Otschen schon schwimmen? Aber man muss ja nochmal zum Anfang zurück, weil ich kann ja eigentlich jetzt hochspringen. Viel zu tun, Freunde, viel zu tun. Markieren alles und so. Weißt du was, sie haben noch ein bisschen Zeit von dem her. Ich markiere mal hier. Muss ich nicht vergessen, da muss ich eben noch hier hin. Und die Dinge. Ich mache extra jetzt die, weil die sind das hier ist offensichtlich, dass ich nochmal hin muss. Und den kann ich jetzt Not eben nochmal zum Schluss holen. Ne? Wir haben jetzt gesehen, wir brauchen irgendwie 30 Pikmin, weil es total so schwer ist. Aber bin relativ schnell hier oben, das heißt, das schaffe ich. Und hier ist jetzt direkt Landestation, das schaffen wir schnell. Die Dinger hingegen, das, ja, sind jetzt gesagt, vielleicht erstmal, ne, es wohl das Ding. Dann das Ding. Vielleicht haben wir schon irgendwelche Pikmin, oder blaue Pikmin. Das ist wohl nicht die Zwiebel für die Eispikmin, war. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.